Blick op Europa ha vu Brüssel das woch. Herzlich willkommen am Merci fir no gucken. Wir hatten Lastwoch iwwer de Brexit geschwert, dat hicht dat Großbritannien d Europäische Union wëlt verlossen. Do gëtt eng neue Entwicklung, da gëtt eigentlich all woch eng neue Entwicklung. Ich wollte ja puer darüber so, weil do eng Partysachen ze so sinn. Echtens mal hunn se sech geeinigt op eng Transitionsfest, Di wisst dat Briten der dann Spielbrucht hatten, weil se selber gemerkt hunn, bis dem März geht net due, dat hecht die hatte geschwert vun 2 Joer 24 Meint. Dat sech lo geeinigt ginn op 21 Meint. Fir wat 21 Meint, ma well dann den pluriannuelle Budget ausläft, a well dann iwwer den neien pluriannuelle Budget eigentlich dann uleft bis 2020 un. Und es ist so, dass Briten sich die aktuellen Decisionen nach zu halen haben und die neuen Decisionen aber nicht mehr werden teilholen. Das ist wichtig, das ist aber nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist eigentlich, dass die 4,5 Millionen Bürger, die betroffen sind an der Europäischen Union, aber auch an Großbritannien, dass die Sicherheit kriegen, dass die Rechtssicherheit kriegen. Und das wäre eigentlich etwas, was von Anfang an Parlament die Menschen stark beschäftigt hat. Und das ist so, dass man, wie gesagt, das ist aufhängig von der Gesetzgebung von dem jeweiligen Land. Und das ist dann dem Moment, wo Briten an der Europäischen Union wohnen, leben, arbeiten, das geregelt gehen. Und dann auch eine ganz wichtige Sache, das ist Sicherheit für die Unternehmen. Ich meine, die Unternehmen sind am Gang, im Moment zurückzuschrauben, sie haben ihre Strategie ein bisschen vorgestellt. Sie investieren nicht so viel, sie produzieren dadurch nicht so viel. Und das bedingt, dass die Wirtschaft der Großbritannien am Gang ist, unter Druck zu kommen. Und noch das hat, wie gesagt, dazu geführt, dass eine Transitionsphase ein bisschen ausgehandelt ging, wo dann in dem Moment die aktuelle Gesetzgebung bestehen bleibt, wo die Unternehmen Sicherheit kriegen für die nächste Zeit. Darüber hinaus, und das ist auch wichtig, heute ist den 23. März, wenn wir die Sendung hier abholen, dann ist heute ein Summit zu Brüssel, wo die Staats- und Regierungschefs zusammenkommen, wo auch unter anderem auch darüber verhandelt wird, wie das dann noch weitergehen soll. Das heißt, was für ein Akkord wird am Platz gesetzt, wie sind als zukünftige Beziehungen. Und da gibt es einerseits ein Komitee Mixed angesetzt, auf Wunsch von den Briten für alle aktuellen Probleme zu behandeln. Einerseits aber auch Liniendirektrissen, also richtig Leitlinien aufgestellt, wie das dann in Zukunft in welchen Bereichen so ein Freihandelsvertrag ausgehandelt wird. Die Briten stellen sich das pro Hektar, so ein bisschen wie man das mit der Schweiz haben. Die Europäische Union will ein Gesamtfreihandelsakkord mit den Briten, und zwar nach einem Modell wie alle Drittstaaten, wo über alles neu verhandelt wird. Wie gesagt, da ist noch ein bisschen Sput, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, mit das aber einerseits mal so, dass eine gewisse Sicherheit besteht. Ein ganz wichtiger Punkt, der nicht tranchiert ist und der noch nicht ganz klar ist, dass wie verläuft in Zukunft die Grenze mit Nordirland. Das ist noch ein ganz derisches Sujet, das heißt, Briten wollen eine Hartgrenze, die Europäische Union will das aber nicht. Das heißt, die Bürger aus Nordirland sollen mit der irischen Republik ganz stark weiter können, frei zirkulieren, noch fahren, geht alles. Und das wird noch wahrscheinlich ein ganz hart noch gehen. Bei den Liniendirektrissen wichtig ist der Dienstleistungssektor, aber besonders der Finanzsektor, den du eine große Rolle spielt für Lützeburg. Lützeburg ist ganz stark engagiert, für das die Relation, die wir im Moment mit London und mit der City haben, für das bestehen bleibt, für das nicht alles, all die Finanzservices, für das nicht alles auf Paris wird aufwandern. Das gibt ein hart noch, wo als Regierung auch unter anderem eine starke Forderung ist. Ein zweites Sujet, das letzte Woche hatte ich zu Straßburg ganz kurz angeschwärzt, das ist die intelligenten Transportsysteme. Ihr wisst, dass immer mehr davon geschwärzt wird von Fahrerassistenzsystemen, von autonomen Fahren und so weiter. Einerseits für die Autos nicht kommunizieren, andererseits auch für die Autos mit der Infrastruktur, mit den Straßen, mit den Signalen, alles kommuniziert. Und da gibt es auch eine neue Entwicklung, die wisst, die bedauerliche Zwischenfall von Uber, wo ein Mensch ums Leben gekommen ist, durch ein Pilotprojekt, durch ein Auto, den autonom gefahren ist, ohne Chauffeur.
Dat huet natürlich zu ganz viel Opregung gefauerert, an der huet auch dazu gefauerert, dat de Lo nach méi konkret an dem Sektor geschafft gët, an nach méi no Rechtssicherheit eigentlich geout gët, verlangt gët. An dat ass natürlich ausser den Entreprisen, ausser der technischer Seite, an der wissenschaftlicher Seite ass natürlich auch Politik gefordert. An dat as so, dats iwwerens net den echten Accident, heiers den echten Accident, Perun war auch net eng Zebrastreifen, dat wat immerem gesot gëtt, weil Zebrastreifen gif den Auto, de computergesteuerten Auto erkennen. Ertheechtet das schon enke so ein Accident ginn, wo awer der Pilot vun dem Auto Liewe kommers, wellen d'Hände dem Steuer hat, wellen sich gemidtlich zréckgelecht huet, a wellen dodurch an den Kamion gerannt ass den ofgebeit ass den Auto net erkannt huet. Dat ass wie gesot so kann en der de Lo gesinn als extrem schëmmer zwischenfällig gesinne doch der mënschlich leet wat han durchsticht. Der einerseits muss en awoch soen 95% vun den aktuellen Accidenter sind op mënschlich Fehlverhalen zrick ze feieren. Aber wann en dann dem Blickwinkel guckt, da kann het eigentlich eng Opportunitéit sinn, eng Chance sinn, fir demnächst dat Technik engerseits Fuhrerassistenzsysteme automatisch bremsen, Spurhalen, automatisch Abstand halen, automatisch erkennen vun Obstakelen. Dat kann eng Großchance sinn a puncto Strassenverkehrssicherheit. Et kann natürlich awer auch eng Rechtsunsicherheit ginn, an dat gilt logisch politische Bewegungen aus der Welt zu schaffen. Wann es so aus der Welt zu schaffen, dann ass dat so, dat man eigentlich op drei Punkten do wëlle schaffen, a wir werden mat Spannung drop, dat Kommission eng Proposition firläet, die General Safety Regulation, dat heißt, die ganzen Rechtsrahmen vun der Sicherheit festlädt, die sollen neigemerk in Kommission werden lo demnächst an den nächsten Maint eng neue Vorschlag proposieren, wo man dann darauf schaffen, sowohl am Parlament wie auch am Minister oder am Conseil. Dat wie gesot behandelt hauptsächlich drei große Wollen. Dat das engerseits die Systeme muss jo interoperabel sinn. Dat heißt, da muss jo keine grenzüberschreitend führen. Dat kann net sinn, dat Deutschland das System entwickelt, Frankreiches System Spanien entwickelt. Dat heißt, dat muss schon grenzüberschreitend interoperabel modern sinn, sich selber erkennen, oppassen und so weiter. Der zweite wat ganz wichtig ist, dass die Rechtssicherheit an der auch hai am Fall von Uber as dem Moment eng kann in den verhandelt, kann in den Erkenntnisse den Enquete am Anfang net firgreifen. Mir dat se lo schon gewusst, dat net ganz klar ass, wen an Lo Verantwortung muss iwwerhöllen fir den Accident, ass dat engerseits dann Lo de Konstrukteur oder ass dat awer den Inhaber vum Auto, ass et méigerweis awer auch eng Person, die als Passagier dummer drauf wär. Dat sinn alle so froh, wo dann Lo die als Juristen, Versicherungsexperten usw. Sech werden Drop mussssen steipen, mussssen donno kucken. Und dann natürlich auch nach ein wichtiges Sujet, dat ass wat geschieht mat den Daten. He sinnet jo eigentlich Daten, die do hin an her getauscht gin, die net perélech sind, die net eigentlich dem Chauffeur oder dem Inhaber geheieren se der Entreprise, die d' Auto gebaut huet, oder wem geheieren se. Dat ass heit froh, an noch dat ass bis lo an net trancheiert. Die gesit an der dotter froh, autonom fuhren, dat gëttelo so technisch geguckt, do ginnet an der Zwischenzeit net mir ganz viel Barrieren, do ginnet schon Systeme, do gëtt schon eng ganz starke Entwicklung. Méi hannen drun sticht jo dann wie gesot Daten austausch, wem geheieren Daten, Rechtssicherheit, wen huet Verantwortung am Fall, wo es geschieht, an die Systeme wie gesot mussssen kompatibel mat mussssen interoperabel sinn. Dat sinnen so bëssen die Sache, wo man lo demnächst mat Spannung wie gesot op werden, dat Kommission eng Proposition mech, wo man da werden drop schaffen. Et ass et ha vu Bresel zwee Suge Brexit an intelligente Transportsystemer, wo ich nach Noholbedarf hat, wie vun der letzte Woche, wo ich dat ugekënnecht hat. Merci fir d' Nokucken, bis die nächste Woche.